Herr Wilmers, die Wort. Merci, Herr Präsident. Fliegere sie gemacht wie ze Fleine für Boden zu stunden. So hast gleich vor über den Hand gegangen an schon die Satz, die bringt die Situation, an der sich der Version im Moment befindet, ganz kurz und knapp op den Punkt, weil weltweit aus der Fluchttrafik im Moment quasi op null sie just nach pur wichtig Verbindungen geflohen und gehen hauptsächlich Wuren rund um die Welt transportiert, keine Aktivität, der bedeutet kein Abkommens, und dabei laufen aber Kästen und Depensen weiter. Du wenn es erlebt, der Aviation gerade war nicht so gut die schwerste Krise an ihrer Geschichte. Die internationale Aviationsassociation IATA geht weltweit los von 230 Milliarden Euro Verluste aus. An Experten rechnen am optimistischsten Szenario, dass es wird 3 Jahre dauern, bis die Aviation wird können auf ein Niveau kommen von 400 Krise. Aber deswegen so just den optimistischen Szenario wahrscheinlich wird noch viel mehr lang dauern. Der Chef von der Lufthansa, der schwätzt, dass den Alldach gave seine Gesellschaft 1 Million Euro verlieren. Lufthansa hat, du wennst Hölle von der deutschen Regierung gefroht, sie kriegt ja auch akkordiert, doch für Bresel, das wird rund 1 Milliarden Euro sein. Air France wird auch vom französischen Staat rund 7 Milliarden Euro kriegen für die Gesellschaft zu steipen. Andere Fluggesellschaften, die sich am Gangen oder 100 Tausende von Mitarbeitern zu entlassen. Und nach einer Fluggesellschaften werden nicht wahrscheinlich durch das Krise mehr packen. Die Situation von der zivilen Aviation ist also dramatisch. Weltweit, in Europa. Aber wie steht die Lützeburger Aviation? Ich meine, das für uns Land ein Sektor, den essentiell ist, das strategische Nation vom nationalen Interesse. Der Flughafen an uns nationale Fluggesellschaften, das sind uns Tiere für an Europa, für an die Welt. Und dafür ist ja auch der Lützeburger Staat von Anfang an entweder bei der Luxair, bei der Cargolux, aber bei Lux Airport den Hauptaktionär oder aber einen ganz wichtigen Aktionär und auch Akteur. Wir haben sich da von allen die 2 Fluggesellschaften, die national bis in der Krise geschlagen. Da kann ich sagen, für die Cargolux, die am Anfang des Jahres von einem schweren Jahr ausgegangen war, hat sich die Situation gedreht. Dadurch konnte extrem viel Material, medizinisches Material und Masken aus Asien an Europa, also plötzlich überspringen, haben sie auf Volltouren geschafft. Aber der Luxair, du sieht die Situation genau umgedreht aus. Die sie von einem Jahr 2020 ausgegangen war, sollte ein gutes Jahr gehen. Aber die befanden sich am Moment in der Situation, dass sie damit März hier ganz flott im Boden steht. Der größte Teil von ihrem Personal ist am Chômage partiell. Das ist ein ganz schwer, das sogar die schwersten Jahre wird das Jahr geben, wird das Fluggesellschaft an ihrer Existenz wird erleben. Dabei hat aber sowohl die nach aktueller Direktion wie auch Personal die letzten Jahre ganz viel erfahren, also sogar Opfer gemacht für die nationale Fluggesellschaft einen ganz, ganz hart kämpften Marché kompetitiv zu halten. Und durch sie, und das muss ich noch wirklich unterstreichen, alle Guten, steht aber Luxair nach Haut finanziell gut da mit 100 Millionen Euro Reserven. Das als Polster, wenn ein Lo, ob man es erlaubt, wenigstens an der Krise, gut nach da durchzukommen. Und das hat auch dazu geführt, dass der nachaktuellen Direktor, den Herr Neu, am März noch gesagt hat, dass es nicht wert zu Entlassungen bei der Luxair kommen. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man ja viele Leute auf dieser Platz merci gesagt haben, auch all den Leuten merci zu suchen, die an den letzten Jahren, mit besonders in den letzten Wochen und noch Monaten, ganz viel geschafft haben und dazu beigetragen und das bietet nationale Fluggesellschaften aber noch relativ gut durchstehen. Was Zukunft bringt, das ist ein anderer. Das steht bei einem anderen Blatt. Ich meine, darum geht es auch heute, weil das sind nämlich die kruzial Frohen. Luxair hat gestern annonciert, dass sie wahrscheinlich am Kauf vom 1. Juni Linnen wollen fliegen an, wahrscheinlich vom 13. Juni ist verschiedene Vakanzendestinationen. Können dir, Herr Transportminister, das Informationen konfirmieren? Weil das wäre ja aber ein kleiner Lichtblick am Horizont. An engem aber, das muss sich bewusst sein, werden Konditionen, an denen es geflogen gehen, alles anders wie optimal sind für die Fluggesellschaften weltweit. Die Aktivitäten werden erstens nicht von 0 auf 100 gehen, höchstens wird das nur geschehen. Viele von unseren Mitbürgern werden noch nicht wollen, direkt rumfliegen, aber höchstens an der Permanent. Ganz viele Betriebe werden in der nächsten Zeit keine Business-Tickets ihre Mitarbeiter bezahlen für Meetings international aufzuhalten, die werden darauf setzen, auf Videokonferenzen, so wie der viele auch von uns. Das alles an die Sanitärmesuren, die natürlich auch mussten im Flughafen an den Fliegern
respektiert und umgesagt gehen. Wir werden zu feiern, dass die Männer Klienten umgezogen dass es auch zu Männer Kapazität wird kommen, es gibt Männer Flieger werden Männer voll sind und das alles riskiert aber auch zu viel mehr teuren Billigspreisen zu feiern. Dafür, Herr Minister, könnte es so wat für sanitäre Mesure werden dann Flughafen an noch an den Fliegeren umgesetzt gehen. Habt ihr durch schon an der Regierung respektiv mit ihren europäischen Transportministerkollegen darüber geschwatzt? In welche Richtung geht es da? Und riskieren oder neben denen natürlich Barriergesten, die mussten umgesagt gehen, nicht dazu zu kommen, dass die vielleicht muss verschiedene Sitze oder pure Sitze und all so viele Sitze muss freilosen. Das ist einfach eine Option, die um dich leitet. Ist das die Option, die auch von der Regierung präkonisiert wird? Und egal wegen Mesuren nicht umgesagt gehen, riskiert es nicht zu einer allgemeinen Hoss von den Billigen an der Aviation zu kommen. Wie eng Linien werden als erstes Flützburg aus können, also lass Fleien wegen Destinationen auch dann Vakanzdestinationen werden höchstwahrscheinlich können nächste Mainz opgo von Lützeburg aus. Wie es mit den Slotten für ein regional Airline wie Luxe auf den großen europäischen Flughäfen, weil die erst die letzte Woche nicht geflohen, können sie deren rekuperieren, dass die recht können dort zu landen und zu starten. Aber wie lange geht ihr davon aus, wird Luxe ohne staatliche Hilfe können über die nächsten Wochen am Main kommen, weil die Reserven noch von sie solid noch sind. Sie riskieren aber von Ecker abgebracht zu gehen. Du hast gestern auch das Resultat von 2019 publiziert gehen. Du seid die klar raus, der Airline ist noch immer defizitär. Luxair Tours, das bringt zu und neben dem Cargo. Luxair Tours wird das Jahr aber wahrscheinlich nicht das Jahr haben, wie die Jahre für drun. Ich will nicht das, was der Werk ist, wird schwer leiden. Das heißt, du gehst nicht zu verdient das Jahr. Im Contraire, an erst dann der Staat brett für auch zur Seite sprangen. Wie auch immer, mit einem staatlich garantierten Prä, mit einer Kapitalerhebung, mit einer Finanzspritze, das ist froh, was will der Staat da machen, wenn die Situation wirklich einkehr urgent wird. Wird der Staat auch dann können sich ersetzen und dafür plädieren, dass bei der Luxair nicht mehr zu Entlosungen kommen. Wenn nach einkehr erstens sie los schon, weil 900 Leute am Chômage partiell, wird den auch weiter verlängert, auch über die Krise oder an die nächsten Wochen am Ende raus. Und du hast auch froh, am März also zu einer Kompensation kommen auf Niveau von 100%, am April mit 80%. Wir wären nicht aber sinnvoll, für auch die vollen Chômage partiell, also 100% zu kompensieren. Und nachher die Erfahrungen, die die Leute da gemacht und die bei Luxair schaffen, die mit den letzten Jahren zu der Direktion, die wären aber so viel, so enorm, dass es wirklich von ihnen nicht nach mehr kann erwartet gehen. Und dabei könnt ihr aber auch, dass Diskussionen am Laufe des Jahres werden müssen aufhängen über den Kollektivvertrag, den Ende des Jahres auslebt, wie wird sich die Regierung dazu positionieren. Das ist für uns, manchmal klar, für so souverän, hoffentlich Schreibannen, es kann nicht auch nach zu einem Sozialkonflikt und zu sozialen Ansporungen bei dieser Gesellschaft kommen. Das wäre wirklich das Letzte, was Sie an diesem Phase gebrauchen. Muss die strategische Ausrichtung von der Luxair nicht angepasst gehen, zum Beispiel der Erneuerung von der Flotte reportiert gehen. Du selber Anfang der Woche gesagt, dass Luxair eine effizient Airline muss gehen, was bedeutet, dass du mal der Dekarbonisierung gedurcht, wo sind Diskussionen über Dekarbonisierung auf europäischem Niveau drin. Wie also mit der Erneuerung von der Landepiste, wo sind die drin, können die aber nicht vielleicht mehr gemacht gehen. Und wie also mit dem Cargo Center wird auch nach können nächste Woche am Main assuriert gehen, dass die Leute und die bestmöglichen Konditionen können die ganze Volumen, der im Moment schon durch und der wird weiter verwuren, den ihr könnt so gerieren. Das sind just ein paar von vielen kruzialen Fragen, die sich an diesem für uns Land so essentiellen Sektor bestellen. Fragen, ob die gut wäre, als zuständiger Minister einfach zu gehen, und zwar für zu rassurieren. Weil Matzen an der Krise als den Direktor von der Luxair ausgetauscht ging, und das der Fall war alles ernst, das wie rassurant. Und das hat nicht nur mich interpelliert, wie ganz viel Leid an dem Moment. Besonders man näher an die Art weiß, wie es geschieht ist, die Vitesse, mit der es geschieht ist, weil den Herr Ney, das muss ich aber so, hat am Anfang von der Krise nicht gewirkt wie den nicht Steuerrat fest an der Hand hat. Also gewandelt sein Wunsch war, für echt da zu gehen. Wieso ist es schon nicht aber Zeit gelost, für einen Successeur zu finden? Wieso ist es nicht Zeit gelost, für eine Ausschreibung zu machen, mit einem klar definierten Profil, mit Missionen dran, die Successeur muss erfüllen? Das ist in der Vergangenheit gemacht. Das ist auch zum Beispiel für Jahre bei der Cargolux
gemacht gehen. Eine Ausschreibung, die hättet auch erlaubt, für andere Kandidaten, entweder Banden oder Bausen der Luxemburg, wie sich können, ob die Posten zu melden, weil der potenzielle Kandidaten, der geht da Marché, sowohl an der Luxemburg wie außerhalb der Luxemburg. Weil lo wird man an der Situation kommen, dass Luxemburg nicht just nur eine Nummer 1 tut, sondern auch eine Nummer 2 in Zukunft, die aber keine Erfahrung aus der Version mitbringt, obwohl der Version am Gange ist die größte Krise erleben an ihrer gesamten Geschichte. Und die nächste wichtige Nomination, die wird ja auch schon Ende des Jahres höchstwahrscheinlich ausstehen, wann ein neuer Präsident wahrscheinlich Gesicht könnte von der Cargolux, wie wird die Regierung sich da dann auch schon will zu positionieren. Ich hoffe nicht, dass der Wert mal einfach wie ob der Genfer tun op schriftliche Froen, nämlich dem se den Verwaltungsrot wieder so von einer Privatrechtsenterprise verstoppt hat. Weil du sehr an Klo gemacht as net eng Entreprise wie die Anne, Et as eng essentielle Entreprise für uns Land. Und du wennst as du auch der Staat een von den net de bedeutendsten Aktionär, wann also wilt ich selber do Kohärenz sind, dann geht als einfach noch darüber, weil die sind ja auch vertruden an dem Verwaltungsdruck durch Beamten, die ich stehen. Und du wärst wichtig, dass da so viel Wert zu sehr geschieht aus, weil das so sehr geschieht, dass den direkte ausgetauscht ist, weil das nicht eine Zeit gelos ging, weil das nicht zu enger Ausschreibung kommt. Und dir selber geht ja auch an einem Interview zu, dass der Lo von ihren besten Leuten geschickt auf den Daumen drauf zu halten. Das ist aktiv, das ist ein Aktivwort, weil er gebraucht wird, nicht geschickt, das nicht passiv ist. Das heißt, der sitzt aber heimat an der Verantwortung, aber was bedeutet das, Daumen drauf zu halten, erklärt uns das, was es gibt, weil das wichtig, und das nicht nur ist das wichtig für mich als Deputierten, den sich interpelliert wird, aber ganz klar, weil wichtig ist für uns Mitbürger, für die Klienten von der Luxemburg, und für allem für das Personal von der Luxemburg. Weil die stellen sich aber Fragen, es ist ein systemrelevanter Betrieb, es ist ein systemrelevanter Sektor der Aviation für uns Land, an dem das nur ganz schrohe Turbulenzen und dafür ist wichtig, dass der Verantwortung überholt, weil das für uns als TSV genau eine Rolle als Regierung, als so einem Betrieb, als so ein wichtiges Sektor auch dann redet eine Antwort zu stehen, ganz besonders, weil die Aviation im Moment aber ganz schlecht geht, an für den Land zu helfen, durch die schwere Zeit zu kommen, für sie zu steigen, also es wichtig, dass der Antwort darüber gibt, weil mir überfallen ist sehr der Meinung, dass die muss den Leuten steigen, den muss ihnen zur Seite stehen und dass die Verantwortung von der Regierung das zu machen. Aber wir werden noch durch an der Druck bleiben, bis wir die Antworten von ihr kriegen. Und ich merci. Merci vielmals, Herr Wilmers.